Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge World of Warcraft. Wir hocken da mal mitten parat im Oribus mit dem Bane. Wir haben ihn ja in der letzten Folge im lieben Torghast befreit. Ist ein Zeit gegangen, haben wir müssen 6 Ebenen abklappern und jetzt momentan schwankt er rum, also wäre ein bisschen andrünkelt, aber ich glaube, das sollte er eigentlich noch überleben. Wir müssen da mit dem Bolvar reden, um ihm eigentlich den Bane abgeben und sagen, dass wir ihn befreit haben und wir schauen mal, wie es weitergeht. So, was kommen wir da über? Oh, geil. Geil. Wir kommen da eine neue Halskette über für 14 Ausdauer und 26 mehr kritischer Trefferwert, was natürlich ziemlich nice ist. Dann machen wir mal da Quest beenden. Sucht in Torghast nach Hinweisen auf eure Verbündeten. Okay, und dafür würden wir neue Rücken bekommen, wo ziemlich gut ist eigentlich. Man würde ein bisschen Tempo verlieren, dafür würden wir 17 Rüstung, 13 Beweglichkeit, 16 Ausdauer, minus Tempo halt, Vielseitigkeit und Meisterschaft bekommen. Und da würden wir dann wieder das Seelenaschen bekommen, das haben wir eben schon mal gesehen. Aber ich weiss nicht, für was wir das brauchen. Ein Rohenergiequelle, die in Torghast gefunden werden kann. Treibt die Kammer des Runenmetzes an. Okay. Also wir müssen jetzt Hinweise suchen. Die Ketten der Vergangenheit. Ja, von mir aus. Okay. Jetzt ruht er sich da aus. Jetzt hat er sich das ein schönes Eckchen gönnt, wo er anhöckeln kann, wo er sich ein bisschen ausruhen kann. Und wir müssen jetzt Hinweise suchen in Torghast für die restlichen, die fehlen. Darunter Jaina, dann, wie heisst der Chef da von der Allianz? Ich weiss gar nicht mehr, wie der heisst. Der fehlt ja auch noch. Den Morgryn haben wir ja schon befreit aus dem Schlund raus. Jetzt ist einfach die Frage, müssen wir jetzt wieder in den Schlund rein, oder... Ah ja, Sally? Schlundgänger, ich möchte kurz mit euch sprechen. Sally? Beantworte Vereins Fragen zum Schlund. Annehmen. Danke, dass ihr bereit seid, euer Wissen über den Schlund mit uns zu teilen. Frage 1. Stimmt es, dass die Streitkräfte der Kerkermeister größer und stärker geworden sind? Ja, die Streitkräfte des Kerkermeisters sind seit Denaterus Verrat erstärkt. Dann bleibt es ein gefährlicher Ort, um Geschäfte zu betreiben. Das führt mich zu meinem nächsten Punkt. Frage 2. Findet ihr es herausfordernd, im beständigen und beklemmenden Schrecken des Schlunds zu überleben? Richtig, es verlangt mir schon alles ab, am Leben zu bleiben. Das ist eine Herausforderung, aber ich werde sie meistern. Monster wie der Kerkermeister verspeise ich zum Frühstück. Habt ihr schon von der brennenden Legion gehört? Entschuldigung, wozu soll das nochmal gut sein? Ich würde jetzt mal sagen, das ist eine Herausforderung, aber ich werde sie meistern. Das wäre jetzt so meine Antwort, die ich würde am liebsten geben. Natürlich, das führt mich also zur letzten Frage. Hat sich Venari als gute Verbündete erwiesen, während ihr euch im Schlund bewahrt habt? Bevor ihr antwortet, erinnert euch daran, dass Venari euch dringliche Aufträge aufgetragen hat, eure Zusammenarbeit niemandem gegenüber zu erwähnen. Aber ich wollte jetzt gerade sagen, wir dürfen ja eigentlich gar nicht sagen, wer die Venari ist. Wir haben ihr das ja eigentlich versprochen. Und ich wollte das eigentlich auch einhalten, ehrlich gesagt. Venari? Wer ist Venari? Oh, ich bin mir sicher, dass ihr sie mittlerweile ganz gut kennt. Es ist ausgeschlossen, dass sie einen Sterblichen wie ihr ohne ihre Hilfe einen Ausflug in den Schlund überleben konnte. Erzählt mir alles über eure Zusammenarbeit mit Venari. Sollte sich entschlossen haben, nicht mit euch nach Oribos zurückzukehren, wird auch sie ein paar Fragen beantworten müssen. Ich habe noch nie jemanden namens Venari getroffen. Bitte, besucht mich wieder. Ich verstehe sehr bedauerlich, ich möchte euch einen Rat geben, Schlundgänger. Gebt Acht. Gebt Acht. Wem ihr vertraut, insbesondere im Schlund. Okay, sie wollte das jetzt eigentlich sogar ein bisschen von der Venari warnen. Aber ich würde jetzt mal sagen... Let's go, wir gehen jetzt einmal in den Schlund rein, weil die Venari hat sowieso gesagt, sie hat auch nochmal eine Quest für uns. Wo wir können abgeben können, sobald wir den Bane eigentlich zurückgebracht haben. Und ich würde sagen, das erledigen wir jetzt mal ganz kurz. Und zwar da vorne wartet sie schon auf uns. Jetzt können wir nämlich die Quest abgeben, vorher haben wir sie nicht. Benutzt den Portalstein. Finde Vorarbeit Toriden am Ufer des Lebens. Was ist denn das da? Was ist das denn für eine Quest? Ah, das ist im Ordenwald. Das ist, da dort müssen wir ein paar Quests abgeben. Venari! Mangelndes Vertrauen. Das Kartel W hat euch Fragen über mich gestellt. Ich fühle mich geschmeichelt. Erzählt ihnen kein Wort über mich. Niemals. Und jetzt kommt auf uns wartet noch Arbeit. Quest beenden. Wir haben sie in Schutz genommen. Finde ich auch sehr richtig. Und das ist die Quest, die wir vorher mal versucht haben abzugeben. Ich glaube, dass ihr eine Art Schlüssel zu einer Kammer innerhalb von Torghast versucht dann vorher nach einem Gerät, das dazu passt. Wie es danach weitergeht, dann kann ich nur spekulieren. Lebt wohl. Okay, also wir müssen jetzt eigentlich wieder in Torghast rein. Wir müssen ja allgemein sowieso Informationen sammeln in Torghast. Die Frage ist, ob ich jetzt da nochmal muss, so ebenenweise Torghast machen oder nicht, weil ganz ehrlich, muss jetzt nicht unbedingt sein.
Okay, jetzt zeigt es mir da, was mir vorher das Fragezeichen Dings angezeigt hat, zeigt es mir jetzt so an. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt da mal Quest beenden. Wo bin ich da? Vorkammer von Torghast. Und wer bist du? Runenmetz. Okay, Sally Runenmetz. Es sieht hure episch da aus. Man könnte wirklich meinen, man ist im Was ist das? Ah, Gildenkiste. Man könnte wirklich meinen, man ist beim Frostthrone drin. Also, ja. Es hat wirklich epische Ähnlichkeit, auch mit diesen Symbolen die ganze Zeit und alles. Sally, wer bist du? Wer seid ihr? Wollt ihr weiter meine Erinnerung extrahieren? Ich befürchte, es sind keine nützlichen mehr übrig, außer der Erinnerung an meine Gefangenschaft. Oder vielleicht seid ihr wegen etwas anderem hier? Sprecht mit dem Gefangenen und erfahrt mehr über seine Situation. Annehmen. Kennen wir uns? Ihr kommt mir nicht vertraut vor. Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Diese Hallen werden schrecken, jenseits aller Vorstellungskraft. Okay. Etwas anderem. Okay. Ein Sterblicher? Nein. Ja. Ein Sterblicher. Im Schlund. Kommt zu meinem Gefängnis. Mich zu retten? Mich zu benutzen? Er hat mich benutzt. Der Kerkermeister. So nennen sie ihn. Er hat immer... Er hat... Oh, meine Erinnerungen. Habt ihr sie gestohlen? Nein. Er war das. Hat mich für seine Zwecke benutzt und mich dann hier zurückgelassen. Ohne Erinnerung für wie lange? Einerlei. Zeit ist letzten Endes kein Konstrukt des Todes. Schlundgänger. Ihr kommt, ihr geht. Mich zu befreien? Vielleicht mir zu helfen? Ja, um mir zu helfen, wie ich euch helfe. Das Schicksal verbindet uns. Okay. Okay, also irgendwie hat der Kerkermeister ihn benutzt, hat ihm alle Erinnerungen geklaut und hat ihn jetzt da in Gefangenschaft da. Und ich bin die ganze Zeit überlegen, was für eine Art von Kreatur er sein könnte, weil es erinnert mich ein bisschen an die Ventür, besonders da mit den Armen. Das Einzige, was ich auch noch gerade im Überlegen bin, ist, ob er der Primus ist. Niemand weiß, wie der Primus aussieht und er hat ja so einen komischen Helm da an mit Ziffern, also er ist gut. Gut und er will uns helfen, wir wollen ihm helfen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ihr könnt ein Schlüssel zu meiner Freiheit sein. Werdet ihr mir helfen, Sterblichen? Ich helfe dir gern. Er verarscht dich, wir verarschen ihn, oder? Eine Hand wäscht die andere. Findet ein gestohlene Erinnerung des Runenmetz. Annehmen. Geht vorsichtig in die Finsternis. Aber darf ich ganz mal kurz? Wir haben doch da schon mal so etwas gefunden, nicht? Ist das da? Erinnerung an einen schellenden Schuss. Erinnerung wiederherstellen. Hä? Wo bin ich jetzt da? Schnellfeuer verursacht 50% mehr Schaden und gezielter Schuss hat eine Chance für... Wir haben jetzt da schon so eine. Wieso muss ich denn nochmal eine besorgen? Das Schicksal Gestohlene Erinnerung. uns zusammengeführt. Okay, wir müssen irgendwie eine Erinnerung von ihm finden. Ich bin immer noch verstanden, wo wir da gerade sind. Aber besonders da seine Hände, wie er aussieht. Entweder ist er ein Ventür oder ich könnte mir sogar vorstellen, dass er der Primus ist. Und er ist ja da 3 angekettet. Also am besten wäre ja eigentlich, wir machen seine Ketten kaputt und ihn eigentlich befreien. Ich meine, er kann uns ja nur zugutekommen. Wenn der Kerkermeister ihn ausgenutzt hat für irgendetwas, muss er für irgendetwas gut sein. Und zwar für irgendetwas sehr Gutes, dass er ihn ohne Erinnerungen nichts anlässt. Ja. Yeah. Wir gehen jetzt einfach mal richtig raus, Torghast, weil die Quest leitet uns richtig raus und dann schauen wir mal, wo wir die Erinnerungen von ihm finden können. Erinnerung des Runenmetz, da hinten. Da hinten bekommen wir seine Erinnerungen. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Weg dort hin. Venari hat da irgendwie ein paar Quests. Regel Nummer 4. Verfolgt.
Also ich würde jetzt sagen, wir machen das erste Mal, oder wenn wir direkt mal da Regel Nummer 4 noch weitermachen. Tötet den Quester Devaki und findet heraus, wie er versucht, Venari nachzuspionieren. Annehmen. Regel 4. Führt eine Liste mit denen, die euch ein Ende setzen wollen. Bildet euch nichts ein. Auf dieser Liste seid ihr unter den niedersten Handlangern der Schlund gebunden. Okay. Ganz oben steht bei mir ein Inquisitor, der an Macht gewonnen hat. Ich zeige mich sehr erkenntlich, wenn er durch eure Hand ein Ende findet. Also Regel 4, wir müssen schauen, dass wir alle töten, die uns auf den Keks gehen. Okay. Was sind denn das für Quests? Besiegt 4 Augen der Verdammnis, dafür würden wir einen Stigma bekommen. Und Geschäft mit dem Elend. Sammelt 10 Essenzen des Elends und zerstört den Elendleitungen. Weißt du was, ich nehme die jetzt einfach mal an, weil wir sind sowieso jetzt gerade im Schlund unterwegs. Ich muss einfach schauen, dass wir nicht zu sehr, dass wir da irgendwie zu sehr Aufmerksamkeit erregen. Das Wichtigste jetzt im Großen und Ganzen ist, dass wir, genau jetzt habe ich gedacht, Informationen müssen wir ja im Torgast finden. Jetzt haben wir da mehrere Quests von ihr noch bekommen. Eine wäre halt gerade zum Beispiel jetzt nebendran, oder? Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir die gerade auf dem Weg erledigen können. Aber ich denke, wir schauen das jetzt einfach mal an. Wir machen das jetzt mal richtig auf zu den Erinnerungen, weil die haben bei mir jetzt momentan Hauptpriorität, dass wir die einsetzen können. Und ich sollte das sowieso noch die noch rufen, weil sonst bin ich glaube ich ein bisschen hilflos, wenn wir da in den Kampf kommen mit denen. Und dann würde ich mal sagen, vielleicht schaffen wir es ja zum Beispiel jetzt die Quest noch erledigen nebenbei. Essenz des Elends. Für das wir gerade noch Stiga bekommen. Stiga brauchen wir ja zum Sachen bei ihr kaufen oder freischalten. Ich glaube, wenn ich dort töte, können wir das Reittier von dem freischalten. Oder meine ich das nur? Jetzt hoffe ich, dass... Jetzt greift der Paladin auch gerade ab. Jetzt könnte es möglich sein, dass er das Reittier gerade klaut, obwohl ich das jetzt gerade will. Mich wundert es jetzt. Nein, er nimmt es nicht. Okay, dann können wir es nicht. Nice. Dann können wir hier einen Schlundhund klauen und können somit eigentlich richtige Erinnerungen gehen. Und dann würde ich sagen, wir machen das jetzt, kümmern uns jetzt einfach um die Erinnerungen. Die andere Quest die kann man immer noch im Verlauf von irgendwann mal erledigen, oder? So, den müssen wir töten. Steigischer Sturm, 95'000 Leben, also nicht gerade wirklich leicht. Wo sind meine... Warte, ich muss absteigen. Wie kann ich da absteigen? Absteigen. So, da sind meine Drachenfalken. Ich würde mal sagen... Wir fangen direkt mal mit unserem Sturm an. So. Gut, Schaden macht er böse. Schaden macht er wirklich einen Bösen. So, wir müssen schauen, dass wir da wirklich dann einfach durchgehen auch unsere Drachenfalken heilen. Sonst kann es böse enden. So, fupp. Voilà. Aber das, schau, da kommt gerade noch einer schon helfen. Der Riki. Sali Riki. Danke für deine Unterstützung. Dass wir da nicht so ganz allein gegen den Löli kämpfen. So. So, und dann unterbrechen wir ihn da noch schnell. So. Also bis jetzt sieht es gut aus, noch 39'000 Leben, das sollte eigentlich kein Hindernis mehr sein für uns. So, wir sind schon der letzten 10% Leben und wir sind das zweite am Kämpfen, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es... No, genau, okay, hat sich schon erledigt. Hat sich schon erledigt! Ja moin! So, wir haben die Erinnerung vom Runenmetz gefunden und jetzt hätten wir ja gerade da nebendran noch gewesen. Jetzt ist noch die Frage, wenn wir die ganz kurz noch schnell machen. Oder nicht. Für das müssen wir die töten, hä? Wir müssen 10 Essenz südlich Elendsturz zerstört und von denen müssen wir töten, um Essenzen zu sammeln. Okay. Komm, wir machen jetzt einfach mal, dass wir mal im Schlund ein bisschen etwas gequestet haben. Okay, der Sturm rein wollte ich nicht unbedingt laufen, das kommt mega komisch. Aber 25'000 Leben, ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind einfach noch viel zu schwach, um im Schlund grossartig irgendetwas zu machen, ehrlich gesagt. Darum frage ich mich, ob ich die Quests einfach nicht verschieben, bis ich ein bisschen ein besseres Equip am Start habe. So, den haben wir getötet. Gibst du mir eine Essenz? Das heisst, ich bekomme pro einen, den ich töte, eine Essenz über. Von dem komme ich keine Essenzen über, ich unterstütze dich jetzt nicht. Aber wir müssen jetzt den Turm da zerstören, hä? Okay, einen Turm haben wir zerstört. Südlich. Jetzt ist die Frage, wo ist der andere Turm? Wo ist der andere Turm? Und von wem komme ich alles die Essenz über? Von dem komme ich Essenzen über. Und töten wir doch den mal ganz kurz, schnell. Also wir versuchen jetzt einfach einmal. Okay. Der kann also ein Schild aufbauen. Da greift noch eine kleinere Gruppe. Komm, die ziehen wir jetzt auch da an. Weil dann können wir nämlich das hier einsetzen. So. Dann können wir nämlich allen zusammen ein bisschen Schaden machen.
Solo, come on. Come on, das überleben wir. Das überleben wir. Gar kein Problem für uns. Komm, das überleben wir. Solo. Und töten wir nämlich die Kleinen, weil die sollten uns auch Essenzen geben. Dass wir das wahrscheinlich schneller anbekommen. Solo. Also wir kommen böse Schaden über. Also es ist eigentlich, glaube ich, mega gefährlich für uns da im Schlund irgendetwas zu machen, aber dafür haben wir jetzt schon mehrere Essenzen erhalten, was natürlich ziemlich nice ist. Jetzt müssen wir einfach nur noch schauen, dass wir da irgendwie den südlichen Edelstein zerstört. Also das ist ja Norden, Süden, Westen, Osten, also ich gehe davon aus, dass wir einfach südlich gehen müssen, also in die Richtung, wo ich jetzt gerade unterwegs bin. Wir kommen da irgendeinen Debuff über. Wir kommen da irgendeinen Debuff über die ganze Zeit. Was jetzt nicht gerade so lustig ist. Okay, wir töten einfach einmal, das kommt schon gut. Das kommt schon gut. So. Solo. Dann töten wir den da zuerst. Und den da. Okay, ich glaube, das hat irgendetwas mit dem Debuff zu tun. Solo, bis jetzt nur eine von diesen Masken. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass wir einfach viel zu schwach sind eigentlich, um hier zu kämpfen. Wir haben hier irgendeinen Debuff. Verliert den Schaden um 30% erhöht, verursacht den Schaden um 30% erhöht. Also wir machen 30% mehr Schaden, aber bekommen auch 30% mehr Schaden. Was jetzt nicht gerade so geil ist, aber Gott sei Dank haben wir ja am Torgas mal noch etwas Gutes zu essen gekauft. Das können wir jetzt mal ganz kurz schnell einsetzen, um uns aufzuheilen. Weil ich glaube, da brauchen wir einfach durchgehend, wenn wir schauen, dass wir einfach volles Leben beibehalten. So, dann tun wir da mal unsere... Was ist da? Oh. Oh, nice. 6 Essenzen. 6 Essenzen haben wir schon mal. Und ich glaube, das hat mit dem zu, solange wir in dem Sturm rein sind. Aber wir müssen ja eigentlich da drin unterwegs sein, weil wir brauchen unbedingt den südlichen Turm noch. Jetzt ist die Frage. Also ich mache jetzt zuerst einmal das da an. Und dann diese hier. So, jetzt sollten die nämlich alle festgehalten werden. In dem Strudel rein, was ich glaube noch ziemlich nice finde. Solo. Solo, jetzt sind da alle ein bisschen verlangsamt. Das ist natürlich ziemlich gut. So, den da noch töten, komm. Solo. Da muss ich wirklich ein bisschen schauen, dass ich ein bisschen strategisch spiele. Dass wir da nicht unbedingt gerade sterben. Solo. Nice, 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 nice. Dann nehmen wir da mal auf. Da haben wir eine. Da vorne können wir nochmal looten, nicht? Hey, wir haben doch noch viel mehr getötet da. Okay. Und nochmal Quests. Bringt die verworfenen Qualen zu Venaris im Venaris Zuflucht. Oh, nochmal etwas, wo wir den Venarischen abgeben. Ja, nice. Und wir haben jetzt schon mal 9 Essenzen. Das heisst, wir brauchen nur noch eine einzige und den Turm. Und der Turm ist, wie es aussieht, da hinten. Südliche Edelsteine zerstört. Dann machen wir uns jetzt einfach mal in die Richtung und schauen, dass wir nicht allzu sehr mit Gegnern in Konflikt kommen. Sondern einfach mal richtig zu dem Turm laufen. Okay, gut, wir sind da draußen. Und wie es aussieht, läuft dann auch der Debuff ab in 15 Sekunden. Und wir müssen hier hin. Bonusziel. Aber ich will kein Bonusziel erledigen. Ach komm, wenn wir gerade schon viel am Kämpfen sind, machen wir doch auch gerade mit. Let's go. 163'000, das schaffen wir doch locker. Wir haben da nochmal 2, die uns unterstützen. Dafür kommen wir zusätzliche Hilfe über. Aber wir müssen auch langsam schauen, dass wir da das Auge vom Kerkermeister haben, langsam, wo uns anblickt. Und wir kommen da durchgehend Schaden über. Wir setzen jetzt schon mal das hier ein. Oh, die sind gestorben, ich bin allein gegen die. Nein, 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 nein. Ich kann mich gerade noch totstellen. Oh Mann, das ist so dumm, ich hätte einfach nicht sollen. Geist freilassen, wir haben 20 Sticker verloren statt da. Und, wo bin ich jetzt? Unsere Leiche ist unten. Wir müssen sowieso nochmal da hin. Dann tun wir die Quest beenden. Und nachher können wir ja den Stein des Rückzugs benutzen. Stiga ist, wie es aussieht, verloren. Nein, ich greife da jetzt gar niemand mehr an. Ich brauche noch meine Drachenfalke. Ich wollte nicht unbedingt ohne die unterwegs sein. Und dann würde ich sagen, wir kümmern uns wirklich nicht um den Grossen, sondern wir gehen direkt einfach den Turm zerstören. Und dann haben wir eigentlich die ganze Sache schon erledigt. Nice, okay. Turm zerstört und dann würde ich sagen, wir benutzen diese hier zum Rückzug machen. Wir mischen uns da nicht mehr gross ein.
Mein Meister ist da nicht mehr gross sein. Der Tod ist jetzt so unnötig gewesen. Aber dafür kommen wir jetzt, glaube ich, so wieder... Nein, ich hätte noch eine Essenz müssen sammeln. Oh Mann. Lappi, mach doch die Augen auf. So, es beenden. Wir haben jetzt die Regel 4 noch nicht abgeschlossen. Doch, die Regel 4 haben wir doch jetzt abgeschlossen. Ah nein, Regel 4, für das wir den Gewuster töten, die wäre ganz da oben. Komm, das verschieben wir jetzt. Wir gehen jetzt mal schauen wegen der Erinnerungen. Wir bringen jetzt mal am anderen die Erinnerungen zurück und nachher können wir noch schauen, dass wir nochmal zurückkommen. Das war jetzt einfach ein dummer Move von mir. Ich habe einfach schnellstmöglich weg von dort. Ist ziemlich dumm gewesen. Ich hätte ein bisschen besser aufpassen. Nochmal genauer nachschauen, was wir genau zu tun haben. Mann! So, wir haben Erinnerungen von ihm. Sally! Weiter! Quest beenden! Ja, allmächtige Erinnerungen. Macht mich mit einem Ziel. Das ist, was ich anbieten kann. Runen sind der Schlüssel. Ich erinnere mich an einige von ihnen, aber um sie in eure Ausrüstung einzubringen, benötige ich meine Hände. Nun, eine Hand würde genügen, beide wären besser. Findet einen Weg, mich von meinem Fesseln zu befreien, Sterblicher, dann kann ich euch die Macht anbieten, die ihr sucht. Danach die Freiheit und vielleicht den Untergang desjenigen, der mich gefesselt hat. Findet einen Weg, den Runenmetz von seinen Ketten zu befreien. Annehmen. Die Vergangenheit. Ich muss einen Weg finden, ihm seine Ketten zu lösen. Und er hilft uns damit mit Runen. Also mit Runen auf meiner Rüstung, so wie ich das verstanden habe. Finde einen Weg, den Runenmetz von Kisten zu befreien. Und wo muss ich dafür hin? Wieder zu der Venari? Wieder zu der Venari, let's go! Ich komme jetzt auch nicht mehr raus. Ich bin so überfordert, ich komme so nicht mehr raus. Gut, wir müssen zu der Venari. Sie hilft uns, wie es aussieht, dann die Ketten zu sprengen von ihm. Und dann schauen wir weiter. So, Sally Venari! Habt ihr etwas von Interesse Ein verfluchter Vertrag. Quest beenden. Schlundgänger? Kauft einen Anima-Suprifizierer von Venari und besorgt 5 Einheiten geschmolzenes Anima. Annehmen. Gut, das würde jetzt zu der Hauptquest gehören. Dann sprechen. Und was muss ich haben? Das da. Anima-Suprifizierer. Für das bräuchten wir aber Stiga. Und Stiga komme ich über, indem ich die Quests von ihr beende. Also blöd gesagt, müssen wir jetzt schauen, geschmolzenes Anima. Wo komme ich denn geschmolzenes Anima über? Da drinnen komme ich geschmolzenes Anima über und Stiga komme ich über, indem ich dann die Quests noch erledige. Okay, wisst ihr was? Ich persönlich würde sagen, das alles, das machen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde World of Warcraft mit dem Schweiz. Ich danke vielmals fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Einen Kommentar, wenn ihr mich auf den neuesten Stand bringen, weil ich einfach völlig lost bin, was gerade momentan passiert. Besonders, wer ist der Runenmetz? Was können wir mit ihm machen? Eben das Einzige, was ich verstanden habe bis jetzt ist, dass wir irgendwie können, unsere Ausrüstung verbessern mit ihm, mit irgendwelchen Runen, die uns gut kommen, wenn wir ihm seine eine Hand noch befreien. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke vielmals fürs Einschalten, bis dann und ciao.